Der Tag fängt früh an bei Familie Schmölz. Alle müssen gleich in die Schule, zur Arbeit oder in die Kinderbetreuung. Und dafür braucht's ohne Auto mehr Zeit. Wir hatten noch nie ein Auto. Naja, es gibt ja viele Gründe. Ich meine, ein Auto ist ja nicht nur, sage ich mal, fürs Klima nicht so gut, sondern ein Auto ist laut, stinkt, ist gefährlich. Also gerade wenn man Kinder hat, dann merkt man das ja, dass Autos irgendwie so der Feind ist von Kindern. Man muss immer aufpassen, dass die nicht überrollt werden vom Auto. Und ich finde das einfach so einen kleinen Beitrag, den man leisten kann, dass weniger Autos unterwegs sind. Ganz ohne Auto, für viele unvorstellbar, zeigen auch Reaktionen aus dem Umfeld. Ihr werdet sehen, wenn ihr dann ein Kind habt, dann braucht ihr ein Auto. Und dann sind wir aufs Land gezogen, dann hat es geheißen, ja, wenn er dann auf dem Land lebt, dann braucht er ein Auto. Ja, haben wir dann auch noch geschafft und dann ist das zweite Kind geboren, aber jetzt braucht es ein Auto. Und das war halt immer so den Rattenschwanz durchgezogen. Aber wir haben es immer irgendwie geschafft. Der 8-jährige Sohn Jakob bricht als Erster auf. Er fährt schon alleine in die Schule nach Prien. Erst mit dem Rad zum Bahnhof, dann weiter mit dem Bus. Jakob fährt bei Wind und Wetter. Und da ist halt mal kalt und da wird man nicht gleich ins Auto gesetzt und dann runtergefahren, sondern das spürt man. Also ich denke, wenn man als Kind Fahrrad gefahren ist, dann fährt man als Erwachsener auch. Aber wenn man als Kind nicht Fahrrad gefahren ist, dann ist der Weg dorthin sehr, sehr schwer. Elise macht sich als Nächste fertig. Sie radelt über Land zur Arbeit ins 6 Kilometer entfernte Halfing. Es gibt natürlich Tage, wo es auch mal regnet. Lustigerweise immer am Mittwoch, wo ich in der Arbeit fahre, ist es oft, dass es regnet. Und dann muss ich mich schon ein bisschen vorbereiten. Man braucht also schon gute Fahrradklamotten oder Regenklamotten. Tschüss, Joris. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Mama. Tschüss. Tschüss, aber tschüss. Also im Winter ist es schon so ein bisschen, dass man viel Zeit einplanen muss. Dass man vielleicht einfach statt jetzt eine Viertelstunde, dass ich dann mal eine Dreiviertelstunde früher aus dem Haus muss, damit ich einfach pünktlich zur Arbeit komme. Es wird halt dann lästig, wenn die Fahrradwegen überhaupt nicht geräumt sind. Und leider ist es der Fall so gewesen in Bad Endorf, dass Fahrradwegen dann immer als Letzte geräumt werden. Also nicht pünktlich zu Hauptverkehrszeiten, sondern erst dann nachmittags. Und dann habe ich schon mal Momente gehabt, wo ich das Fahrradfahren ein bisschen verflucht habe. Bevor Martin im Homeoffice arbeitet, bringt er die kleinen Joris und Alma um 8 zur Betreuung. Dafür muss er mit dem Lastenfahrrad erst zum Kindergarten und dann zur Tagesmutter. Die beiden Betreuungsorte liegen nicht weit voneinander entfernt, aber der Weg hat es in sich. Denn Radwege gibt es nur sehr wenige. In Endorf kreuzen sich 2 Startstraßen und man merkt deutlich, dass das für die Autofahrer richtig angenehm ist, hier durchzufahren und für die Fahrradfahrer eben nicht. Also da müsste man hier Fahrradspuren ziehen oder sowas. Das ist schon sehr ungemütlich. Ich komme ja von hier oben und da muss ich hier rüberqueren. Also ich muss komplett die Straße überqueren. Und das ist manchmal so eine Stresssituation, die sehr ungemütlich ist. Also als Erwachsener fühle ich mich relativ sicher, das geht. Aber ich denke, wenn jetzt der Jakob 10 ist oder so, den würde ich da vielleicht noch gar nicht alleine fahren lassen. Also jetzt noch nicht, sowieso nicht. Der fährt dann immer irgendwie quer, so kleine Wege. Aber so durchs Zentrum durch ist ganz mies. Martin muss eine lange Steigung hoch. Davon gibt es mehrere hier. Also ohne ist es natürlich schon schwer. Genau, das ist dann richtig Sport. Und da haben wir natürlich nicht jeden Tag Lust, dass man in der Früh dann voll in die Pedale tritt und verschwitzt ist. Aber mit also auch mit dem Fahrrad, obwohl das sehr schwer ist, ist kein Problem, da kommt man locker hoch. Nach dem Kindergarten geht's noch zur Tagesmutter. 4-mal am Tag radelt er so quer durch den Ort. Die anderen Verkehrsteilnehmer reagieren oft nicht so geduldig. Mit dem Rad ist dieser Radius sehr gut zu schaffen. Bei weiten Strecken sieht das anders aus. Plötzlich war ein Flyer in unserem Briefkasten und da stand drauf, ja, wer hat Lust, einen Carsharing-Verein zu gründen, und da waren wir natürlich dabei. Seitdem teilen sich 25 Endorfer Haushalte die Kosten für 2 Carsharing-Autos. Selbst organisiert in einem Verein. Am Nachmittag braucht die Familie das Auto. Das steht 500 Meter vom Wohnhaus entfernt.
Der Jakob hat eben auch Freunde, die nicht alle hier in Bad Endorf wohnen. Dann können wir auch das Auto buchen, um ihn da hinzubringen oder abzuholen. Ich nehme das im Kauf, eben, dass es mit einem gewissen Aufwand verbunden ist. So dieses mit 3 Kindern zum Carsharing-Auto zu fahren, das ist natürlich schon nicht das Bequemste, was man hat. Bequemer wäre es natürlich, man hat ein Auto direkt vor der Tür stehen, man steigt ein und alle. Aber ich weiß auch nicht, ob man damit Lebensqualität gewinnt. Da, wo die Autos stehen, da gibt es ein kleines Tresor. Da hängt der Schlüssel drin. Das ist versichert mit einem Code, den nur quasi die Mitglieder vom Carsharing wissen. Und da mit dem Code kann man den Schlüssel holen und man kann losfahren. So, komm. Sämtliche Autokosten teilen sich die Mitglieder. Das klappt gut mit einem Tarif. Pro Kilometer zahlt jeder 40 Cent plus 1 Euro pro gefahrene Stunde. Carsharing auf dem Land funktioniert privat nur, weil alle mithelfen. Kommerzielle Anbieter wie in der Stadt gibt es nicht. Also da steckt viel Ehrenamtlichkeit mit drin bei den Abrechnungen, Mitgliederverwaltung, Autos zur Reparatur bringen. Das kann ein kommerzieller Anbieter wahrscheinlich, wenn man die Stunden rechnet, so nicht leisten. Am Abend sind alle wieder eingetrudelt. Noch ist die Familie ohne Auto eine Ausnahmeerscheinung. Ich merke zum Beispiel so Kolleginnen, die haben schon mal angeboten, dass sie mich öfters mitnehmen können, so mit dem Auto, dass es so ein bisschen in die Tendenz geht, dass ich ein bisschen Mitleid vielleicht haben. Und da muss ich denen einfach schon mal sagen, ja, ich fahre gerne Fahrrad. Also ich denke schon, dass wir einen großen Wandel haben auf dem Land. Also die Sachen, die aus der Stadt kommen, die kommen irgendwann aufs Land, vielleicht ein bisschen später. Carsharing gibt es jetzt seit 5 Jahren hier und wir sind 25 Mitglieder. Ich denke, da geht schon noch was. Leben auf dem Land ohne eigenes Auto ist machbar, mit viel eigenem Engagement.